Er ist zu einer Burg gekommen und hat um ein Bett gebeten. «Kannst in all Turm über», hat der Burgherr gesagt. «Aber ich sag dir, das musst du wissen. Es ist gefährlich. Es hat wilde Hunde drin, die bellen und heulen und bissen. Und von Zeit zu Zeit brauchen sie einen Mensch zum Fressen. Und jetzt etwa ist es gerade wieder so weit. Man kommt echt an die Reihe. Die ganze Gegend ist traurig und verzweifelt.» «Lönt mich nur gehen», hat der Bursch gesagt. «Und gebt mir etwas, um den Hunden anzugehen. Mehr tun sie nicht.» Als er in den Turm gekommen ist, haben die Hunde aufgehört zu bellen. Sie haben mit den Schwänzen gewedelt, sind um ihn herumgestrichen, haben das Futter genommen und haben ihm kein Hörli gekrümmt. Am anderen Morgen ist der Bursch wieder zum Vorschein gekommen, gesund und heil, und hat gesagt: «Die Hunde haben mir erzählt, warum sie in diesem Turm hausen und wüten. Sie sind verwünscht und müssen einen Schatz hüten. Erst wenn der fort ist, kommen sie zur Ruhe. Ich hole ihn. Die Hunde haben mir erzählt, wie und wo.» Alle in der Burg haben sich gefreut. Und der Burgherr hat ihm versprochen, dass er ihn zu seinem Sohn macht. Da ist der Bursch nochmal runter, hat den Schatz ausgegraben und ihn aufgebracht. Es war eine Truhe voll mit Gold. Sofort hat es kühl aufgehört und die Hunde sind fort gewesen. Für immer. Das Land war von dieser Plage befreit gewesen. Und der Burgherr hat den Bursch als Sohn angenommen. Nach einer Zeit ist der Bursch auf die Idee gekommen, auf Rom zu pilgern. Auf dem Weg ist er an einem Sumpf vorbeigekommen und hat die Frösche gehört quaken. Er ist bleiben stehen und hat ein Zeitchen zugelassen und ist ganz nachdenklich und traurig geworden. Dann ist er weiter und schliesslich in die heilige Stadt gekommen. Dort in Rom ist der Papst gestorben gewesen. Und die Kardinäle haben nicht recht gewusst, wer sie zum Nachfolger wählen sollten. Da haben sie Gott um ein Zeichen gebeten. Der soll Papst werden, haben sie gesagt, wo ein Wunder an ihm geschieht. Und gerade in dem Moment ist der Bursch in die Peterskirche hinein. Sofort sind 2 schneeweiße Täubchen zu fliegen und sind ihm auf die Schulter gehockt, eins links und eins rechts. Die Kardinäle haben in diesen Täubchen das Wunderzeichen gesehen und haben den Bursch gefragt, ob er Papst werden soll. Er hat zögert und an seiner Würde zweifelt. Aber die Täubchen haben ihm gut zugeredet und er hat zugesagt. Da ist er gesalbt und geweiht worden. Dann hat er eine Messe singen, hat aber kein einziges Wort davon gewusst. Er hat ja kein Latein können. Aber die Täubchen haben ihm alles ins Ohr geflüstert. Und damit ist es genau so gekommen, wie er es von den Fröschen am Weiher vernommen hat.